Moin alle goe. Wir sind bei Fall zu Fall. Lasch gommer geschwert gehabt, war das de 4 an den Nodi vu Paxa vu bestörten. So, lo hat dat Mädchen respektiv de Jung méi wie deck is genug. Geht es lo durch, mehr wollen nämlich Roy, du willst mich schädelos. Entweder gepackt oder bestört. Wie geht es schwer? Ja, gepackt ist ganz einfach. Gepackt kannst du zustelllose von dir wirken. Du gehst nicht der Gemenge oder was du entpackst. Das ist der Riesenavantage von Pax. Zumindest mal der Premiere Vue. Du gehst den anderen ohne weiter Formalitäten lassen. Frag keiner verkauft. Das danach, nee, weiß keiner verkauft nicht. Das danach Probleme recht bleiben, weil du gemeinsam kostioniert wirst für das Haus, das gemeinsam kann da sein. Davon schwätzen wir nicht. Wir schwätzen rein Prozedur. Also Prozedur beim Pax ist instantly. Wenn dann los seht, der Partner will sich mehr entpacken, anders will nicht. Ja, dann stellt der Partner dir zu, dass es dem durchgeht und dann was du entpackst. Einfach. Voilà. Schädung, komplizéiert. Den Fall sich nur von der Schädel los. Ja. Da musst du mal da diskutieren, weil die Einfachschädung ist die am gemeinsamen Einverständnis, Consentement mutuell. Das bedingt aber, dass die für dich die Konsequenzen sich eins gehen lassen. Wie bleibt am Haus wohnen, wie geht Geld von den Kindern, wie viel Pension alimentaire wird bezahlt für die Kinder, wie teilen wir das, was wir haben. All die Fragen müssen geklärt sein, ehe ich mich Schädel los. Die Schädung selber ist da relativ leicht, wenn ich das da bis aufgemacht wird. Dann möchte einen Vertrag, der Vertrag geht auf beim Gericht, da geht ihn zweimal gerufen, bei 6 Monaten, für Nike zu schreiben, dass er immer d'accord ist, und dann ist er geschieht. Voilà. Das heißt, mir gesehen, Papa zum Pax, ja mindestens 6 Monaten plus die Diskussion 4, und der Notar sagt, er muss gemerkt, wie viel zu delen und so weiter. Also bei dem Beständnis. Beim Beständnis passt der 8 Monate am Gang, wo es beim Pax 24 Stunden am Gang ist. Gut, lo ist Feder gesagt, den anderen sagt, ich will mich nicht entpacken. Du hast mal gesehen, das hilft dem nicht. Wenn den anderen sagt, ich will mich nicht schädelos. Da fängt du knaschig zu gehen. Aber wenn es dann Consentement mutuell was, muss ich da bei Notar nach Verkot gehen, oder kann man einfach daheim Zettel abschreiben, du kriegst das, du kriegst den Hund, der stinkt, er schallt Stereos anlachen. Oder so, nee, wenn ihm so stehen, so einen Zettel kann du mal auf Gericht gehen, dann muss ihn etwas hören, was festgelegt wird. Fundamental musste das, was du bis dahin hast, als bestimmte Koppel ablesen. Ne? Das heißt, prinzipiell, wenn du keinen Ehevertrag gemacht hast, was du nicht der Communauté legal bestimmt, und die Communauté legal muss abgelesen gehen. Weil, wenn es dann eine Prozedur vom Divorce rangeht, muss an sich alles gedealt sein, alles klar sein, dass dann so Schuss eben nach 2 Mal auf Gericht gehen, also ja, ich will mich wirklich schädelos, und dann hast du gehandelt. Für die Communauté abzulesen, musst du eine Gütertrennung machen, und das kannst du nicht mehr für einen Notar machen. Die Notar brauchst du auf jeden Fall. Man konnte die kleinen Verträge für die Schäden zu losen, einfach so wir zwei als eins gehen, der Notar hat den Nacken von alles. Kann ich theoretisch Bayerdeckel, man kann noch den Notar fragen, dass man das zu gleicher Zeit machen möchte, so wie es ganz oft lebt. Oder du hast vielleicht an der Diskussion, wie teilen wir, nach Verkot, die geholfen wird, die Diskussion feiern, und dann möchte ich noch ganz gerne den kleinen Vertrag. Wie gesagt, die muss da beim Gericht aufgehen, und da geht den 2 Mal gerufen. Und da ist es ganz wichtig, dass den du geht. Weil wenn er nicht geht, dann ist die Prozedur nicht so fertig. Wenn er wirklich den einen, der nicht kann gehen, da brauche ich eine ganz gute Ursache. Weil das ist ein Richter ganz streng. Und da geht nicht so, ich wäre rausgestürzt. Ja. Voilà. Und da gehst du einfach just bei der Richter ran, da sieht der Necker, willst du hat oder willst du hin, nachher immer nicht grob, fertig. Voilà. Ist das nicht extra feierlich? Das ist nicht extra feierlich, viel mehr feierlich wie Beständnis. Ich brauche nicht ganz Familie und Kollegen mal zu bringen. Du kannst. Für mal etwas Neues, eine kleine Divorcefeier. Wieso nicht? Ja. Wirklich kompliziert geht es, wenn ihn nicht will. Wie man vorher gesehen hat. Ja. Die Frau sagt, Schere, du warst so leben, ich kann dich nicht hier. Tja. Dann, was machen wir dann? Naja, wenn es da wirklich geschehen gehen, dann musst du mal eine Schädigung aufräumen auf Basis von einer Ursache. Ein Divorce pur fort. Das heißt, da musst du so, ich kann da nicht mit ihm zusammenbleiben, weil das kocht nicht. Das kann nicht kochen. Und das kann man nicht dann es schlägt Kanner. Du hast 17 Freieren. Voilà, ganz genau. Und dann musst du so 4 Würfe mehr. Geht aber und dann musst Ja, also dann auch immer so, weil da immer gesagt geht, wenn fremd geht, dann hat den anderen einen Grund für zu schäden. An der heutigen Zeit geht das immer akzeptiert. Das ist ja immer ein Schädungsgrund, weil nämlich Freiheit als eine von den Obligationen von Mariage. Wenn ich bestürden, da schweren nicht dort. Bis der Tod euch scheidet. Voilà.
Auch zivilrechtlich. Also am Zivilrecht ist es aber nicht mehr, bis das die Scheidung euch scheidet. Also du musst nicht auf den Tod fahren. Also ich war der Bahamas, dem muss bestört gehen, ich habe schon Strafe hier. Du hast dann die Beamten, ich meine, sogar ein paar Steuern, das müssen da durchgehen. Du hast dann gesagt, zu ihm, zu meiner Frau, versprichst du ihm, treu zu sein, zu Dingen. Also so eine Litanei, dann haben wir abgehalten, ja. Als mehr so, ja, willst du bestürden? Ja, okay, das ist er bestürden. Naja, also da war ein bisschen mehr gerecht dann. Ja. Wo eine gerne Möglichkeit von den Käfigwürfeln machen, hast du den einfach gesagt, gut, ich gebe mir weh. Ich gehe einfach materiell mir weh, ich melde mich auf, ich melde mich aus dem un. Aber wenn du dann 3 Jahre lang effektiv getrennt bist, da kannst du die Schädigung aufrufen, ob der Basis. Das heißt, da musst du nicht den Mann dafür werfen, dass du früher gegangen hast oder hey oder da. Das ist einfach, mir sie seit mehr wie 3 Jahren effektiv getrennt und auf der Basis froh nicht Schädigung. Aber die nehmen dann auch immer nicht fällt? Ja, dann wird never geschehen. Also dafür einen, den sich wirklich nicht will, schäden lassen. Zudem musst du so bei irgendwann, also soweit irgendwann Güste geschieht, ob du willst oder nicht, dafür spur da doch die ganze Misere, die ganzen Prozeduren, das viel Geld, was du mal vor Code gedroht. Spur dich der, dann guckt er der Konstantement mutuell mit, oder Gens geht wieder dealt. Und das geht viel mehr schnell, viel mehr schmerzlos und auch viel mehr billig. Aber wie ist es da, wenn du einen Gitarre hast, du den Foyer kommunal verlost, oder wie ist das, wenn du los? Ja, das ist ein Domizil konjugal verlässt. Das heißt, fundamental ist es schon so, du hast eine Obligation de Cohabitation, aber wenn du die violierst, dann was dann sich en faute. Und da, wenn es das eben, wenn so eine Prozedur gemacht wird, für Gericht, gibt es zusätzlich eine Prozedur de Référé, wenn ihr das gemacht, wo ihn dann an sich die Autorisation fried 4 können aus dem gemeinsamen Domizil rauszuplündern, ohne dass das als Foto 4 gehalten wird. Du kannst ja zum Beispiel so mit trennen, und dann wird ein vielleicht mit fein sein, vielleicht eine Frau Hause los wird, kann dann daheim bleiben und so, kann das ja nur nicht viel geworfen kriegen, hat Haus verlost, ob schon. Da muss es dann aufrufen. Muss in etwas sollst du erfordern, wo wirklich auch eine falsche Konzeption dabei ist. Also der Fehler hat keine Konsequenz, sondern in den rarsten Fall. Das ist nicht, weil du der Schuldige bist, das ist nicht, weil du früher gegangen bist mit 17 Meiserchen. Das dürfen mehr gestraft gehen, das dürfen mehr Alimente müssen bezahlen. Und es gibt Einzelfälle zu Ausnahmefällen. Es gibt immer Ausnahmefälle, von Fall zu Fall. Wenn Leute ganz lang bestürzt sind und das von den Ehepartnern nie schaffen kann, dann muss der von dem Mann eine Pension alimentaire kreieren, weil das kann ja nicht evaluieren. Wenn denen die Schuld allein hat, dann kriegen die Pension alimentaire nicht. Das ist das von den Ausnahmefällen, wo die Fot eine Rolle spielt. Sie kann auch eine Rolle spielen bei einer Community universell, wo den ganz viel Rabrucht hat, aber wo keine Klausel drauf wäre, dass das zurückkommt am Fall von einer Schädigung. Da kannst du die Kado revokieren, weil den anderen allein den Fehler hat. Aber das sind absolut Ausnahmefälle, wenn dafür sind auch verkoten oder nicht, dafür dann zu beraten. Aber am normalen Fall spielt den Tor keine Rolle. Weder auf die Gart von den Kindern, noch auf den Monat von der Pension alimentaire oder so irgendetwas. Das ist so eine moralische Kategorie. Okay. Gut. Ich wollte noch etwas dazu sagen, mit Leschgeschrift von den Testamenten, von Eheschaften etc. geschwärzt. Das war den nicht vergessen, dass solange ich bestürzt bin, als mein Ehepartner eheschaftsberechtigt. Das vergisst du Das heißt, was ganz wichtig ist, wenn ich dezidiert habe, mich scheiden zu lassen, an schon eine Prozedur angefangen, sie wird am Gute, sie wird für ein Gericht, direkt ein Testament machen, für seinen Ehepartner zu entirren. Das geht dem Mann, weil der kann, ein Ehe bis den Tag, wo das Jugement definitiv ist. Das heißt nicht nur, bis das gesprochen ist, aber wo es effektiv, sogar nicht nur definitiv, aber wo es überschrieben ist. Bis dahin kann ein Eheverwandter ein Testament geben. Also da gehe ich bei NAFCO oder bei Not für Testament. Also vom Testament hier kannst du dein Testament selber schreiben, dafür brauchst du ja, dann so, genau, aber was du siehst, wenn ich stirbe, will ich alles mir nicht, dass meine Frau oder mein Mann besiegt und dann ist das schon praktischer. Mir natürlich immer für eine richtige Strukturation zu haben. Ah ja, Testament aus einer Sendung wert. Ja, dann guck das nächste Jahr ran bei dieser Sendung und der Fall zu Fall und ich dann nehmen wir Testamenter.